Er kehrte nach Hause zurück, um seine Eltern mit einem Leben voller Erfolg zu überraschen. Doch was er am Eingang seiner eigenen Villa vorfand, ließ ihn erstarren. 2 alte Menschen zitterten am Schnee, wie Müll hinausgeworfen. Er konnte sich nicht vorstellen, dass dieses Bild ihn in einen Abgrund der Schuld stürzen würde, den er niemals vergessen könnte. Der schwarze Wagen hielt vor der Villa, gerade als die Wintersonne unterzugehen begann. Lukas Steiner stieg mit einem Lächeln des Triumphs Birste am Gesicht aus, den feinen Wollmantel zurechtrückend, während er das imposante dreistöckige Gebäude bewunderte, das ihm nun gehörte. Er hatte diesen Moment monatelang geplant, seine Eltern zu überraschen, ihnen zu zeigen, dass ihr Sohn endlich den Erfolg erreicht hatte, von dem er immer geträumt hatte. Doch als seine Augen auf den Seiteneingang des Anwesens fielen, gefror das Lächeln auf seinem Gesicht wie das Eis, das den Boden bedeckte. 2 Gestalten saßen am Schnee, unter einer zerfetzten Decke zusammengekauert, die sie kaum vor dem schneidenden Wind schützte. Ein alter Mann umarmte eine weißhaarige Frau, beide zitterten vor Kälte. Neben ihnen standen 2 alte Koffer und ein Karton mit Fotos, die an den Rändern hervorlugten. Sie sahen aus, als wären sie in dieser eisigen Winternacht wie Abfall entsorgt worden. Lukas spürte, wie etwas in seiner Brust zerbrach, als er die Gesichter erkannte. Es waren seine Eltern. Herr Arthur und Frau Helene, die Menschen, die ihm das Leben geschenkt hatten, saßen wie Obdachlose am Schnee vor dem Haus, das er gekauft hatte, um seine Verlobte zu beeindrucken. Das Haus, in dem er ihnen nie gesagt hatte, dass er wohnte. »Papa, Mama«, rief Lukas und rannte mit gebrochenem Herzen auf sie zu. »Was macht ihr hier? Mein Gott, ihr seid eiskalt.« Herr Arthur hob den Blick, seine müden Augen voller zurückgehaltener Tränen trafen die seines Sohnes. Es gab keinen Vorwurf in diesem Blick, nur eine unendliche Traurigkeit, die Lukas wie ein Messer durchbohrte. »Mein Sohn«, murmelte der alte Mann mit gebrochener Stimme, »wir wollten dich nicht stören. Beat sagte uns, dass du hier wohnst. Aber die junge Dame, die herauskam, sagte uns, dass wir nicht eintreten dürften, dass dieses Haus kein Ort für Leute wie uns sei.« Lukas spürte, wie der Boden unter seinen Füßen aufbrach. Er kniete sich vor seine Eltern, nahm die eiskalten Hände seiner Mutter in seine. Frau Helene sah ihn mit jenen Augen an, die ihn einst mit unendlichem Stolz gesehen hatten, die aber jetzt nur noch Scham und Schmerz widerspiegelten. »Verzeih uns, mein Sohn«, flüsterte sie mit gebrochener Stimme, »wir wollten dich nicht vor deinen Leuten in Verlegenheit bringen. Wir gehen schon. Beat wird uns bald abholen.« In Verlegenheit bringen? Lukas spürte, wie ihm Tränen über die Wangen brannten. »Ihr könntet mich niemals in Verlegenheit bringen. Wer hat euch das angetan? Wer hat euch hinausgeworfen?« Die Haupttür der Villa öffnete sich mit einem trockenen Schlag. Lara Brunner erschien auf der Schwelle, gehüllt in ein perlenfarbenes Abendkleid, das am Licht des Eingangs glänzte. Ihr perfektes Gesicht zeigte einen Ausdruck absoluten Ärgernisses, als ob die Anwesenheit dieser alten Leute ein Fleck auf ihrer perfekten Feier wäre. »Lukas, was machst du draußen?« fragte sie mit kalter Stimme. »Die Gäste warten. Heute Abend geben wir unsere Verlobung bekannt. Erinnerst du dich?« Lukas stand langsam auf. Seine Eltern zitterten immer noch hinter ihm. Die Wut begann in ihm zu kochen, vermischt mit einer Schuld, die ihn erstickte. »Lara, warst du das? Du hast meine Eltern auf die Straße gesetzt.« Sie lachte trocken, humorlos. »Deine Eltern, Lukas. 2 zerlumpte Alte, die an die Tür klopften und dich sprechen wollten. Ich sagte ihnen, dieses Haus ist kein Obdachlosenheim. Woher sollte ich wissen, dass sie…« Sie machte eine Pause und sah sie verächtlich an. »Obwohl, wenn ich sie mir so ansehe, verstehe ich, warum du sie nie erwähnt hast. Sie passen nicht gerade zu dem Bild, das wir aufgebaut haben, nicht wahr?« Das folgende Schweigen war erdrückend. Mehrere Gäste waren an den Eingang getreten, angezogen vom Skandal. Männer und Frauen in makellosen Anzügen beobachteten die Szene mit Ausdrücken, die von Überraschung bis zu kaum verhohlenem Spott reichten. Lukas hörte das Geflüster, das sich wie ein Lauffeuer verbreitete. »Arme Alte, das sind seine Eltern. Was für eine Schande. Ich wusste nicht, dass Steiner von so weit unten kam.« Herr Arthur versuchte sich wankend zu erheben. Lukas eilte, um ihn zu stützen, doch sein Vater hielt ihn mit zitternder Hand zurück. »Nein, mein Sohn, wir haben schon genug Ärger gemacht. Deine Mutter und ich gehen. Du hast dein Leben, deine Leute. Wir sind nicht gekommen, um etwas zu ruinieren. Ihr geht nirgendwo hin.« Lukas' Stimme hallte in der eisigen Luft wider, erfüllt von einer Wut, die er noch nie gespürt hatte. »Das ist euer Haus, genauso wie es meins ist.« Lara kam die Treppe mit kalkulierten Schritten herunter, ihre Absätze hallten auf dem Stein. Sie verschränkte die Arme und sah Lukas mit einer Mischung aus Enttäuschung und absoluter Kälte an. »Lukas, sei nicht lächerlich. Denk darüber nach, was du tust. All unsere Partner sind drinnen. Der Fusionsvertrag mit den Wengers steht kurz vor der Unterzeichnung. Willst du wirklich alles wegen meiner Eltern?« unterbrach Lukas sie. Seine Stimme zitterte vor Emotionen. »Hörst du dir selbst zu, Lara? Merkst du, was du gerade getan hast?« »Was ich getan habe, war, unseren Ruf zu schützen«, antwortete sie ungerührt.
Du und ich bauen ein Imperium auf. Wir können uns keine sentimentalen Schwächen leisten. Ich dachte, du hättest das verstanden. Frau Helene begann still zu weinen und verdeckte ihr Gesicht mit den Händen. Herr Arthur umarmte sie fest, als wollte er sie vor der ganzen Welt schützen. Lukas spürte, wie etwas in ihm endgültig zerbrach, als er seine Eltern so sah, gedemütigt, durchgefroren, zerstört vor dem Haus, das er mit dem Geld gekauft hatte, das er verdient hatte und sie dabei vergessen hatte. Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, sagte Herr Arthur plötzlich mit fester Stimme trotz des Schmerzes. Ich war Bauarbeiter, was auch immer nötig war, damit dieser Junge studieren konnte. Seine Mutter nähte bis in die Nacht, um ihm die Bücher zu bezahlen. Wir hatten nie etwas, aber wir hatten immer Würde. Und jetzt, seine Stimme brach, jetzt entdecke ich, dass mein Sohn sich für uns schämt, nicht wahr? Lukas sank vor seinem Vater auf die Knie. Papa, ich würde nie, warum bist du dann nie gekommen, um uns zu sehen, mein Sohn? Die Frage seiner Mutter war ein Flüstern, beladen mit Jahren des Schmerzes. Warum hast du aufgehört anzurufen? Warum sagtest du immer, du seist beschäftigt, wenn Beat dich suchte? Lukas hatte keine Antwort. Die Worte blieben ihm am Hals stecken, während Erinnerungen ihn wie Wellen schlugen. Die ignorierten Anrufe, die leeren Ausreden, die gebrochenen Versprechen, sie bald zu besuchen. Er hatte sich selbst davon überzeugt, dass er eine bessere Zukunft aufbaute, dass er, wenn er erfolgreich genug wäre, dann zu ihnen zurückkehren und ihnen alles geben würde, was sie verdienten. Aber die Wahrheit war dunkler und einfacher. Er hatte sich geschämt für seine bescheidenen Ursprünge vor Lara und ihrem sozialen Kreis, geschämt für das kleine Haus, in dem er aufgewachsen war, geschämt für die schwieligen Hände seines Vaters und das einfache Deutsch seiner Mutter. Er hatte die beiden Menschen, die ihn bedingungslos liebten, gegen eine Welt eingetauscht, die ihn nur wegen seines Geldes akzeptierte. Herr Steiner, unterbrach eine raue Stimme den Moment. Ein älterer Mann in dunkler Arbeitskleidung näherte sich von der Straße, einen dampfenden Thermosbecher tragend. Ich habe heißen Kaffee für Herrn Arthur und Frau Helene mitgebracht. Ich konnte sie nicht länger hier draußen lassen. Es war Beat, der ehemalige Vertraute seiner Eltern, nun ihre einzige wirkliche Unterstützung. Der Mann, der Hühner am Hof des einfachen Hauses aufgezogen hatte, der Lukas das Fahrradfahren beigebracht hatte, der ihn immer mein kleiner Junge genannt hatte, egal wie viel Geld er besaß. Beat sah Lukas mit einer Mischung aus Enttäuschung und Traurigkeit an, die mehr schmerzte als jeder Vorwurf. Herr Arthur hat vor Wochen mit Ihnen über Sie gesprochen, junger Lukas. Er sagte, er wollte Sie sehen. Er musste Ihnen etwas Wichtiges sagen. Ich habe versucht, Sie zu erreichen, Nachrichten hinterlassen, aber Sie waren immer in Besprechungen, auf Reisen, bei wichtigen Abendessen. Lukas spürte, wie die Welt stillstand. Papa musste mich sehen? Warum? Was ist passiert? Herr Arthur wich den Blick aus. Doch Frau Helene sprach mit zitternder Stimme. Die Ärzte sagten, sein Herz sei sehr schwach, mein Sohn, dass ihm nicht mehr viel Zeit bleibt. Deshalb wollten wir dich ein letztes Mal sehen. Wir wollten uns nur verabschieden. Der Schrei, der Lukas entfuhr, war ein ursprünglicher, herzzerreißender Laut. Er klammerte sich an seinen Vater wie ein verlorenes Kind, heulte hemmungslos, während die Gäste die Szene mit steinernen Gesichtern beobachteten. Einige murmelten, andere wichen unbehaglich dem Blick aus. Doch Lara blieb unbeweglich auf den Stufen stehen, die Arme immer noch verschränkt, ohne einen Funken Mitgefühl in ihrem perfekt geschminkten Ausdruck. Ich wusste es nicht, weinte Lukas. Papa, ich wusste es nicht. Verzeih mir bitte, verzeih mir. Herr Arthur streichelte den Kopf seines Sohnes mit zitternden Händen. Es gibt nichts zu verzeihen, mein Sohn. Du hast deinen Weg gewählt und das ist in Ordnung. Wir wollten dich nur noch einmal sehen, bevor ich gehe. Das ist alles. Beat half den Alten aufzustehen. Herr Arthur wankte und Lukas hielt ihn fest, spürte, wie zerbrechlich der Körper geworden war, der ihm einst unbesiegbar erschien. Ich bringe Sie zurück nach Hause, sagte Beat leise. Sie haben schon genug gefroren. Nein, Lukas stellte sich in den Weg. Sie bleiben hier. Das ist jetzt Ihr Zuhause. Lara kam die letzten Stufen herunter. Ihre Geduld war endgültig erschöpft. Lukas, hör mir gut zu. Wenn diese Leute in dieses Haus kommen, gehe ich. Und nicht nur ich, die Wengers, die Partner, das ganze Geschäft, das wir aufgebaut haben. Du musst wählen. Entweder deine Vergangenheit der Misere oder unsere Zukunft des Erfolgs. Das Schweigen war absolut. Sogar der Wind schien innezuhalten. Alle Augen waren auf Lukas gerichtet, der auf seine Entscheidung wartete. Sein Vater sah ihn mit tränenvollen, aber auch verständnisvollen Augen an, als ob er die Antwort bereits kannte. Seine Mutter drückte Herrn Arthurs Hand, sich auf eine weitere Enttäuschung vorbereitend. Lukas sah Lara an, dann seine Eltern, und in diesem Moment erwachte etwas, das in ihm geschlummert hatte, endgültig. Beat, sagte Lukas mit fester Stimme, sich die Tränen abwischend, bringen Sie meine Eltern hinein, in das Hauptschlafzimmer.
Lassen Sie das bequemste Bett des Hauses für Sie vorbereiten. »Lukas«, begann Lara mit drohender Stimme. »Du«, unterbrach er sie und sah sie mit Augen an, die zum ersten Mal klar sahen. »Du kannst bleiben oder gehen, aber ich sage dir etwas. Ich habe ein Imperium auf den Rücken von 2 Menschen gebaut, die alles für mich geopfert haben. Und jahrelang habe ich so getan, als gäbe es sie nicht, weil ich mich schämte, woher ich kam. Heute Abend fand ich meinen kranken Vater am Schnee sitzend. Und wenn das dein Herz nicht bricht, dann bist du nicht die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte.« Ein Murmeln ging durch die Gäste. Lara erblasste ungläubig. »Du verlässt mich wegen ihnen?« »Ich verlasse dich nicht wegen ihnen«, antwortete Lukas. »Ich verlasse dich, weil ich entdeckt habe, dass der Mann, zu dem ich mit dir geworden bin, jemand ist, den ich nicht erkenne. Jemand, der seine Eltern auf der Straße ließ, und das ist nicht der Mann, der ich sein möchte.« Lara trat einen Schritt zurück, ihre Augen glühten vor Wut. »Das wirst du bereuen, Lukas Steiner, das schwöre ich dir!« Sie drehte sich auf ihren Absätzen um und stürmte mit wütenden Schritten ins Haus. Die Gäste begannen sich zu zerstreuen, einige vermieden Lukas' Blick, andere murmelten untereinander. Innerhalb von Minuten war die Villa fast leer, nur das Echo von zuknallenden Türen und startenden Motoren. Lukas kniete sich an diesem Abend ein letztes Mal vor seine Eltern. »Verzeiht mir bitte. Ich werde den Rest meines Lebens damit verbringen, es euch zu vergelten.« Herr Arthur lächelte schwach und streichelte das Gesicht seines Sohnes. »Das hast du schon, mein Sohn. Das hast du schon.« Beth half den Alten, ins Haus zu gehen. Lukas folgte ihnen und schloss die Tür hinter sich. Doch in der Stille dieser eisigen Nacht begann eine Frage in seinem Kopf zu hämmern. Warum hatte Beth gesagt, er hätte wochenlang versucht, ihn zu erreichen, obwohl er nie eine einzige Nachricht erhalten hatte? Und noch wichtiger, wer hatte dafür gesorgt, dass diese Nachrichten nie ankamen? Die folgenden Tage waren wie das Erwachen aus einem Albtraum, nur um festzustellen, dass die Realität noch schlimmer war. Lukas hatte sein Leben komplett verändert. Er sagte wichtige Besprechungen ab, ignorierte Anrufe wütender Partner und verwandelte seine Villa in ein Refugium für seine Eltern. Doch jedes Lächeln, das er Frau Helene entlocken konnte, jeder Moment des Friedens an der Seite von Herrn Arthur, wurde von einer Schuld begleitet, die ihn innerlich wie ein langsames Gift zerfraß. Am Morgen des 3. Tages, während er in einer Küche, die er noch nie benutzt hatte, Frühstück zubereitete, hörte er schwache Schritte die Treppe herunterkommen. Herr Arthur erschien am Eingang, sich auf den Stock stützend, den Beth ihm besorgt hatte. Sein blasses Gesicht zeigte die Anstrengung, die ihn dieser einfache Akt des Heruntergehens in den 1. Stock gekostet hatte. »Papa, du solltest dich ausruhen«, sagte Lukas schnell, ließ die Pfanne stehen und rannte, um ihn zu stützen. »Ich habe mich in meinem Leben zu viel ausgeruht, mein Sohn«, antwortete der alte Mann mit einem müden Lächeln. »Jetzt möchte ich jede Minute, die mir bleibt, leben, besonders diese mit dir.« Sie setzten sich zusammen an den Esstisch, einen italienischen Marmortisch, den Lukas einst gekauft hatte, um Gäste zu beeindrucken, die nach dieser Nacht nie wieder kamen. Herr Arthur betrachtete das Haus mit Augen, die viel mehr zu sehen schienen, als Lukas es ihm hätte zeigen wollen. »Es ist ein schönes Haus, mein Sohn, aber es fühlt sich leer an, als hätte hier niemand wirklich gelebt.« Die Worte fielen auf Lukas wie Steine. Er hatte recht. Er hatte diese Villa mit teuren Gegenständen, mit Kunst, die er nicht verstand, mit Möbeln, die er nie benutzte, gefüllt, aber er hatte sie nie zu einem Zuhause gemacht. »Papa«, begann Lukas mit gebrochener Stimme, »ich muss dich etwas fragen.« Beth sagte, er hätte versucht, mich zu kontaktieren, dass er vor Wochen angerufen hätte, um mir zu sagen, dass du krank seist. Aber ich habe nie eine Nachricht, keine Anrufe, keine E-Mails erhalten, nichts. Herr Arthur nahm einen langsamen Schluck Kaffee. Seine Hände zitterten leicht. Beth zeigte mir die Anrufprotokolle auf seinem Telefon. Er rief dein Büro 14-mal in 3 Wochen an. Ihm wurde immer gesagt, dass du beschäftigt seist, dass sie die Nachricht weiterleiten würden, aber du hast nie zurückgerufen. Das ist unmöglich. Lukas spürte, wie ihm das Blut in den Adern gefror. Meine Assistentin leitet mir immer alle Nachrichten weiter. Alle. Deine Assistentin? Fragte Herr Arthur. Wie heißt sie? Sarah Meyer. Sie arbeitet seit 3 Jahren für mich. Sie ist absolut zuverlässig. Der alte Mann nickte langsam, doch etwas in seinem Blick deutete darauf hin, dass er mehr wusste, als er sagte, »Mein Sohn, in diesen Tagen hier habe ich Dinge gesehen. Ich habe Gespräche gehört, die ich vielleicht nicht hätte hören sollen. Und es gibt etwas, das du über die Nacht wissen musst, als wir ankamen.« Lukas beugte sich vor, sein Herz schlug heftig. »Was denn, Papa?« Bevor Herr Arthur antworten konnte, öffnete sich die Haupttür mit einem Krachen. Lara trat mit wütenden Schritten ein, gefolgt von 2 Männern in Anzügen, die Lukas sofort erkannte. Felix Wenger und sein Sohn David, die wichtigsten Partner seiner Firma. »Lukas, wir müssen jetzt reden«, befahl Lara und ignorierte Herrn Arthurs Anwesenheit völlig. »Es ist kein guter Zeitpunkt«, antwortete Lukas und stand auf. »Ich bin bei meinem Vater.« Felix Wenger trat vor.
Sein gewöhnlich freundliches Gesicht war nun eine Maske der Strenge. Steiner, der Vorstand hat sich letzte Nacht getroffen. Dein Verhalten war inakzeptabel. Du hast Lara vor wichtigen Investoren gedemütigt. Der Fusionsvertrag mit unseren Unternehmen ist bis auf Weiteres ausgesetzt. Und nicht nur das, fügte David hinzu und verschränkte die Arme. Mehrere Kunden ziehen ihre Konten ab. Sie sagen, sie können jemandem, der emotional so instabil ist, nicht vertrauen. Lukas spürte die Wut in sich aufsteigen. Instabil? Ich habe meine Eltern vor einem Akt der Grausamkeit verteidigt. Wenn das Instabilität ist, dann will ich nicht Teil eurer Welt sein. Lara lachte bitter. Deine Welt existiert nicht mehr, Lukas. Ich habe heute Morgen die Zahlen überprüft. Ohne den Wenger-Vertrag verliert dein Unternehmen 70% seiner Einnahmen. In 3 Monaten bist du bankrott. Dann bin ich bankrott, antwortete er und überraschte sich selbst mit der Festigkeit seiner Stimme. Aber ich werde nicht allein sein. Wie rührend, sagte Lara sarkastisch. Der erfolgreiche Geschäftsmann gibt alles auf für seine alten Eltern. Es ist fast poetisch. Schade, dass Poesie keine Hypotheken bezahlt. Herr Arthur stand mit Mühe auf und stützte sich auf den Tisch. Seine Stimme, obwohl schwach, hallte mit einer Autorität wider, die alle überraschte. Fräulein, ich weiß nicht, was für ein Mensch Sie sind, aber ich sage Ihnen etwas. Ich habe viele Jahre ohne etwas anderes als die Liebe meiner Familie gelebt. Und ich habe reiche Männer ganz allein sterben sehen, umgeben von Luxus, aber ohne jemanden, der ihren Abschied beweinte. Mein Sohn hat die Liebe dem Geld vorgezogen, und das ist der einzige wahre Reichtum, der existiert. Das folgende Schweigen war absolut. Lara erblasste, nahm aber schnell ihre Maske der Kälte wieder an. Was für eine schöne Rede, aber Reden füttern nicht. Sie wandte sich Lukas zu. Du hast 48 Stunden, um es dir zu überlegen, sonst verlierst du alles. Die 3 gingen und hinterließen eine Spur von teurem Parfüm und verdeckten Drohungen. Lukas half seinem Vater, sich wiederzusetzen und bemerkte, wie er vor der Anstrengung dieses kleinen Aktes der Tapferkeit zitterte. Papa, du hättest nicht sollen. Jemand musste es sagen, unterbrach Herr Arthur. Diese Frau hat Gift I am Herzen, mein Sohn. Und was ich dir sagen wollte, bevor sie kamen, ist wichtig. In der Nacht, als wir ankamen, bevor sie uns hinauswarfen, hörte ich Lara I am Arbeitszimmer telefonieren. Sie dachte, wir schliefen I am Wartezimmer, wo der Butler uns gelassen hatte. Was hast du gehört, Arthur? Er atmete tief ein, als ob die Worte ihm körperliche Schmerzen bereiteten. Sie sagte jemandem namens Liebling, dass alles nach Plan laufe, dass du bald zwischen uns und deiner Firma wählen müsstest. Und dass sie, wenn du dich falsch entscheiden würdest, wie sie erwartete, endlich die volle Kontrolle über deine Firma haben würde. Lukas spürte, wie sich der Boden unter seinen Füßen bewegte. Das macht keinen Sinn. Lara hat keinen Zugang zu meiner Firma. Wir sind Partner in einigen Projekten. Aber mein Sohn, die Stimme von Herrn Arthur brach. Sie sagte auch noch etwas. Sie sagte, Sarah hat einen perfekten Job gemacht, indem sie die Anrufe dieses lästigen Alten blockiert hat. Er wusste nie, dass sein Vater krank war, bis es zu spät war, etwas zu tun, das ihn nicht wie den Bösewicht aussehen ließe. Lukas' Welt brach in diesem Moment zusammen. Sarah, seine vertrauenswürdige Assistentin seit 3 Jahren. Die Frau, die seinen Terminkalender verwaltete, seine Anrufe filterte, Zugang zu all seinen E-Mails hatte. Sie war die unsichtbare Hand gewesen, die ihn von seinen Eltern ferngehalten hatte, selbst als diese ihn verzweifelt brauchten. Warum? Flüsterte Lukas. Warum sollte sie das tun? Herr Arthur legte eine zitternde Hand auf die seines Sohnes, weil jemand sie darum gebeten oder dafür bezahlt hat, und ich glaube, wir wissen beide wer. Bevor Lukas antworten konnte, rannte Beat mit verängstigtem Gesichtsausdruck in die Küche. Herr Steiner, Frau Helene ist oben gestürzt. Sie kann nicht aufstehen. Lukas rannte die Treppe I am Dreierschritt hinauf, sein Herz pochte gegen seine Brust. Er fand seine Mutter auf dem Flurboden, einen Umschlag mit zitternden Händen festhalten. Ihr Gesicht war blass, und Tränen liefen über ihre faltigen Wangen. Mama, Mama, was ist passiert? Lukas kniete sich neben sie und half ihr, sich an die Wand zu setzen. Frau Helene hob den Umschlag mit zitternden Händen. Ihre Stimme kam als gebrochenes Flüstern. Mein Sohn, ich ging in dein Arbeitszimmer, um ein Buch für deinen Papa zu suchen, und fand dies. Verzeih mir, ich wollte nicht herumstöbern, aber als ich die Fotos sah, konnte ich nicht. Mit ungeschickten Händen öffnete Lukas den Umschlag. Seine Welt brach an diesem Morgen ein zweites Mal zusammen. Fotos. Lara küsst David Wenger in einem Hotel. Lara unterschreibt Dokumente in einem Anwaltsbüro und einen Ehevertrag, der ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Im Falle einer Scheidung oder Trennung hätte Lara Anspruch auf 50% aller Immobilien und Firmen von Lukas Steiner. Aber was ihn völlig fertig machte, war das Datum des Vertrags. Er war 6 Monate, bevor er ihr einen Heiratsantrag machte, unterzeichnet worden. Alles war von Anfang an eine Falle gewesen.
Sohn, flüsterte Frau Helene mit vor Schmerz gebrochener Stimme, diese Frau hat dich nie geliebt, sie wollte nur dein Geld, und als sie sah, dass wir sie dazu bringen könnten, dich abzulehnen, beschloss sie, unsere Liebe gegen dich einzusetzen. Sie hat uns zu einer Waffe gemacht, um dich zu zerstören. Lukas half seiner Mutter aufzustehen und hielt sie fest, während sie sich an ihn klammerte, als wäre er das einzig Solide in einer Welt, die zusammenbrach. Beth kam mit einem Glas Wasser gerannt. Sein Gesicht spiegelte die Besorgnis eines Vaters um seinen Sohn wider. Herr Arthur erschien ihr am Flur, keuchend vor Anstrengung, die Treppe hinaufzusteigen. Als er die Fotos auf dem Boden sah, verdunkelte sich sein Ausdruck mit einer Mischung aus Wut und Traurigkeit. »Papa, du musst dich ausruhen«, flehte Lukas und führte beide Eltern ins Hauptschlafzimmer. »Ich ruhe mich aus, wenn du in Sicherheit bist«, antwortete der alte Mann stur. »Mein Sohn, hör mir zu, diese Frau hat dir eine Falle gestellt, aber Fallen funktionieren in beide Richtungen. Wenn sie Geheimnisse hat, kannst du sie finden und nutzen, um dich zu schützen. Ich bin nicht wie Sie, Papa, ich spiele nicht schmutzig.« Frau Helene nahm das Gesicht ihres Sohnes in ihre Hände und zwang ihn, ihr in die Augen zu sehen. »Es geht nicht darum, schmutzig zu spielen, mein Sohn. Es geht um Gerechtigkeit, darum zu verhindern, dass sie noch mehr Menschen zerstört. Kind meiner Seele, wenn ich in meinem Leben etwas gelernt habe, dann das. Schweigen angesichts des Bösen ist Komplizenschaft. Du kannst nicht zulassen, dass sie damit durchkommt.« Lukas sah seine Eltern an, zerbrechlich, alt, krank und doch stärker, als er jemals gewesen war, weil sie etwas verstanden, das er in seinem Streben nach Erfolg vergessen hatte, dass wahre Stärke nicht aus Macht oder Geld kommt, sondern aus Integrität und Liebe. »In Ordnung«, sagte er schließlich, »aber wir werden es richtig machen, ohne Rache, nur Wahrheit.« In dieser Nacht, während seine Eltern am Hauptschlafzimmer schliefen, saß Lukas mit Beth in seinem Arbeitszimmer. Der ältere Mann war stiller Zeuge der ganzen Geschichte gewesen, hatte aus den Schatten zugesehen, wie der Sohn, den er mit aufzog, sich in einer Welt aus Ehrgeiz und Verrat verlor. »Beth, ich brauche deine Hilfe. Ich muss alles wissen, was du gesehen hast. Alles, was du gehört hast, jedes Detail zählt.« Der Mann nickte langsam und zog ein gefaltetes Papier aus seiner Tasche. »Es gibt noch etwas, das Herr Arthur Ihnen nicht gesagt hat, junger Mann. In der Nacht, als wir ankamen, hörte ich die junge Lara mit jemand anderem sprechen, außer mit dem, den sie Tliebling nannte. Ein Mann. Sie sagte, sie seien das letzte Hindernis für etwas Großes, das, sobald sie unter Kontrolle oder aus dem Spiel wären, das eigentliche Projekt beginnen könnte.« »Eigentliches Projekt? Welches Projekt?« Beth reichte ihm das gefaltete Papier. »Ich habe den Namen aufgeschrieben, den sie erwähnte, etwas über Investitionen, am Ausland. Operation Alpenrose nannte sie es. Sie sagte, mit ihrer Unterschrift oder ohne sie würde dieses Geld vor Jahresende aus dem Land geschafft werden.« Lukas spürte, wie sein Blut gefror. Operation Alpenrose. Er erkannte diesen Namen von Dokumenten, die Lara ihn Wochen zuvor hatte unterschreiben lassen und ihm gesagt hatte, es seien nur routinemäßige Erweiterungen des Unternehmens. Dokumente, die er ohne Prüfung unterschrieben hatte, blind vertrauend der Frau, die er zu lieben glaubte. Was hatte er wirklich unterschrieben? Und was plante Lara sonst noch mit seinem Geld, seinem Namen, seiner Firma? Lukas stand auf und ging zum Fenster, beobachtete die sternenklare Nacht. Irgendwo in dieser Stadt glaubte Lara, ihn besiegt, isoliert, ruiniert, zerstört zu haben. Sie wusste nicht, dass sie ihn nur geweckt hatte. »Beth«, sagte Lukas, ohne sich umzudrehen. »Morgen gehen wir ins Büro. Du, ich und ein Anwalt, der schlauer ist als sie alle zusammen. Es ist Zeit herauszufinden, was die Operation Alpenrose wirklich ist und wer sonst noch beteiligt ist. Ja, junger Mann. Und Beth, danke, dass Sie meine Eltern nie aufgegeben haben, dass Sie immer wieder versucht haben, mich zu kontaktieren, auch als es schien, als hätte ich Sie völlig vergessen.« Der ältere Mann lächelte traurig. »Ein Vater gibt seine Kinder nie auf, Herr Steiner. Und obwohl ich nicht Ihr leiblicher Vater bin, habe ich Sie aufwachsen sehen. Für mich werden Sie immer das Kind sein, das barfuß über den Hof rannte und Hühner jagte. Kinder, selbst wenn sie sich verirren, finden immer den Weg nach Hause.« Lukas spürte wieder Tränen in den Augen brennen. Er hatte Jahre damit verbracht, Mauern um sein Herz zu bauen, hatte geglaubt, Härte sei Stärke, Kälte sei Macht. Doch in 3 Tagen hatten seine Eltern und Beth ihm mehr über wahre Stärke gelehrt als all seine Jahre des Geschäftserfolgs. Nun blieb nur noch eine Frage: Würde er rechtzeitig kommen, um das zu retten, was Lara zerstörte? Und noch wichtiger, würde er die Wahrheit herausfinden, bevor es für seinen Vater zu spät war? Denn während Lukas seinen nächsten Schritt plante, erstickte Herr Arthur am Obergeschoss beim Atmen, drückte ein Taschentuch gegen den Mund, während seine Frau neben ihm schlief, ohne zu wissen, dass die Zeit ihres Ehemanns viel schneller ablief, als sein Sohn es sich vorstellte. Das Leben hat geheimnisvolle Wege, Menschen zur Wahrheit zu führen. Und manchmal kommt diese Wahrheit genau dann,
wenn die Zeit abläuft. Der nächste Morgen brach mit einer seltsamen Stille in der Villa an. Lukas erwachte auf dem Sofa seines Arbeitszimmers, umgeben von Dokumenten, die er bis zum Morgengrauen überprüft hatte. Jedes Papier, das er über die Operation Alpenrose fand, war wie ein weiterer Dolchstoß in den Rücken. Mit seiner Unterschrift autorisierte Überweisungen, Konten in Steueroasen, Scheininvestitionen in Unternehmen, die nicht einmal existierten. Lara hatte nicht nur geplant, ihn zu bestehlen, sie hatte geplant, ihn vollständig zu zerstören. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee riss ihn aus seinen Gedanken. Er folgte dem Geruch in die Küche, und was er sah, ließ ihn an der Tür erstarren. Frau Helene stand vor dem Herd und bereitete von Hand Rösti zu, wie sie es in dem bescheidenen Haus getan hatte, in dem Lukas aufgewachsen war. Ihre faltigen Hände bearbeiteten den Teig mit Bewegungen, die von jahrzehntelanger Übung zeugten. Von frühmorgens, noch vor Sonnenaufgang, aufzustehen, um das Frühstück für ihre Familie zuzubereiten. Beat saß am Tisch und schälte Orangen für frischen Saft. Und Herr Arthur beobachtete seine Frau mit einem Lächeln, das Liebe und Nostalgie mischte. »Mama«, flüsterte Lukas von der Tür aus, »das hättest du nicht tun müssen.« Frau Helene drehte sich um und wischte sich die Hände an der Schürze ab, die sie in einer vergessenen Schublade gefunden hatte. »Ach, mein Sohn, eine Mutter kümmert sich immer um ihre Kinder. Es ist egal, ob sie in einem kleinen Haus oder in einem Palast sind. Liebe wird auf dem Teller serviert, mit dem Herzen gekocht.« Lukas spürte, wie ihm wieder Tränen in die Augen traten. Er ging hin und umarmte seine Mutter von hinten, lehnte den Kopf an ihre Schulter, wie als Kind, als die Welt ihm zu groß erschien. »Verzeih mir, Mama, für all die Frühstücke, bei denen ich nicht da war, für all die Morgen, die du allein verbracht hast, darauf wartend, dass ich anrufe.« Frau Helene drehte sich um und nahm das Gesicht ihres Sohnes in ihre mehligen Hände. »Kind meiner Seele, die Vergangenheit ist vorbei. Was zählt, ist jetzt. Und jetzt bist du hier bei mir, bei deinem Vater. Das ist alles, was ich brauche, bevor...« »Sag das nicht«, unterbrach Lukas sie, seine Stimme brach. »Papa wird wieder gesund. Wir werden die besten Ärzte finden, die besten Behandlungen.« Herr Arthur hustete leise vom Tisch, und für einen Moment bemerkte Lukas, wie sein Vater diskret ein Taschentuch an den Mund führte. Es war etwas an dieser Geste, das ihm das Blut in den Adern gefrieren ließ. Doch bevor er fragen konnte, sprach Beat: »Herr Steiner, es gibt etwas, das Sie wissen müssen. Letzte Nacht, nachdem Sie am Arbeitszimmer eingeschlafen waren, erhielt ich einen Anruf. Es war Sarah, Ihre Assistentin.« Lukas spürte, wie sich all seine Muskeln anspannten. »Sarah hat dich angerufen. Warum?« Beat wechselte einen Blick mit Herrn Arthur, bevor er antwortete. Sie sagte, sie müsse sie dringend sprechen, dass sie Informationen über Frau Lara hätte, die ihnen helfen könnten, aber dass sie es nicht am Telefon tun könne, dass sie Angst hätte, überwacht zu werden. »Das ist eine Falle«, sagte Lukas sofort. »Sarah hat mit Lara zusammengearbeitet, um mich von euch fernzuhalten. Ich kann ihr nicht vertrauen.« »Vielleicht«, sagte Herr Arthur mit schwacher, aber fester Stimme. »Oder vielleicht hat sie gemerkt, dass sie auf der falschen Seite stand. Mein Sohn, Menschen können sich ändern. Manchmal, wenn sie die Konsequenzen ihrer Handlungen sehen, erwachen sie.« Frau Helene stellte einen Teller mit warmen Rösti vor Lukas, zusammen mit Spiegeleiern, die genau wie die aus seiner Kindheit rochen. Sie setzte sich neben ihn und nahm seine Hand. »Als du klein warst, mein Sohn, gab es eine Nachbarin, die uns das Leben schwer machte. Frau Meier hieß sie, sie kritisierte uns, weil wir arm waren, weil dein Papa mit den Händen arbeitete. Sie sagte, du würdest nie etwas erreichen, weil du aus dem Nichts kamst.« Lukas hörte zu und biss in die Rösti, die nach all den Erinnerungen schmeckte, die er versucht hatte zu vergraben. Eines Tages, fuhr seine Mutter fort, hatte der Sohn von Frau Meier einen schrecklichen Unfall. Sie brauchten Geld für das Spital, aber sie hatte sich mit allen in der Nachbarschaft zerstritten. Niemand wollte ihr helfen. Und weißt du, wer zu ihrem Haus ging mit all dem Geld, das wir gespart hatten? »Papa«, flüsterte Lukas und sah seinen Vater an. Herr Arthur nickte. »Ich gab ihr alles, was wir hatten. Denn der Schmerz eines Vaters ist der Schmerz aller Väter. Und weil Groll hegen ist wie Gift nehmen und hoffen, dass der andere stirbt. Frau Meier weinte an diesem Tag in meinen Armen. Und seitdem war sie die Erste, die unsere Familie verteidigte, wenn andere schlecht über uns sprachen. Menschen können sich ändern, mein Sohn«, wiederholte Frau Helene. »Wenn Sarah sprechen will, solltest du vielleicht zuhören. Aber vorsichtig, sehr vorsichtig.« Lukas beendete sein Frühstück schweigend und spürte die Last der Entscheidung. Schließlich holte er sein Telefon heraus und wählte Sarahs Nummer. Sie hob beim ersten Klingeln ab. Ihre Stimme klang ängstlich. »Herr Steiner, danke, dass Sie angerufen haben. Ich muss Sie sehen. Es gibt Dinge, die Sie nicht wissen. Schreckliche Dinge, die Frau Brunner plant. Warum sollte ich dir glauben, Sarah? Du hast die Anrufe meines Vaters blockiert. Du hast mich von ihm ferngehalten, als er mich am meisten brauchte.
Es herrschte ein langes Schweigen. Als Sarah widersprach, weinte sie, weil sie mich bezahlt haben, mich viel Geld dafür bezahlt haben. Und ich brauchte das Geld für die Operation meiner Schwester. Aber dann sah ich ihre Eltern in dieser Nacht am Schnee, ich sah sie vor Kälte zittern und mir wurde klar, dass ich zu der Art Mensch geworden war, die ich immer geschworen hatte, nicht zu sein. Lukas schloss die Augen, spürte eine Mischung aus Wut und etwas, das Mitleid sein könnte. »Wo willst du dich treffen?« »Im Café am Park um 2. Aber kommen Sie allein, Herr Steiner. Wenn Lara weiß, dass ich mit Ihnen spreche«, ihre Stimme brach. »Ich weiß nicht, wozu sie fähig ist.« Der Anruf endete. Lukas sah seine Eltern und Beat an, suchte in ihren Gesichtern nach einem Zeichen, was er tun sollte. »Geh, mein Sohn«, sagte Herr Arthur, »aber nimm Beat mit, er soll in der Nähe bleiben und aufpassen. Und wenn sich etwas falsch anfühlt, geh sofort weg.« Die Stunden bis 14 Uhr vergingen wie Jahrhunderte. Lukas versuchte sich abzulenken, indem er weitere Dokumente überprüfte, aber seine Gedanken kreisten unaufhörlich. Was, wenn es eine Falle war? Und wenn Lara Sarah benutzte, um ihm einen weiteren Hinterhalt zu legen. Aber es bestand auch die Möglichkeit, dass Sarah wirklich Informationen hatte, die ihm helfen konnten. Informationen, die seine Eltern schützen und das retten konnten, was von seiner Firma übrig war. Pünktlich um 2 Uhr betrat Lukas das Café am Park. Es war ein kleiner Ort, abseits des Stadtzentrums. Die Art von Ort, an den Leute aus seinem alten sozialen Kreis niemals einen Fuß setzen würden. Sarah saß an einem Tisch am Hintergrund und trug trotz drinnen eine Sonnenbrille. Sie schien in einer Woche 10 Jahre gealtert zu sein. »Herr Steiner«, sagte sie, als er sich setzte, »danke, dass Sie gekommen sind. Sie haben 5 Minuten«, antwortete Lukas kühl. »Und Sie sollten besser die Wahrheit sagen.« Sarah nahm ihre Brille ab. Ihre Augen waren rot und geschwollen vom Wein. »Die Operation Alpenrose ist nicht nur ein Finanzbetrug, Herr Steiner. Es ist viel schlimmer. Lara benutzt ihre Firma als Fassade, um Geld von internationalen kriminellen Organisationen zu waschen. Die Unterschriften, die sie auf diese Dokumente gesetzt haben, machen sie zu einem legalen Komplizen von allem.« Lukas spürte, wie die Welt stillstand. »Das ist unmöglich. Ich habe überprüft.« Er hielt inne und erkannte die Wahrheit. »Nein, ich habe nichts überprüft. Ich habe ihr blind vertraut. Es gibt mehr.« Sarah holte einen USB-Stick aus ihrer Tasche. »Hier sind alle Beweise, E-Mails, Überweisungen, aufgezeichnete Gespräche. Alles, was Sie brauchen, um zu beweisen, dass Sie getäuscht wurden. Aber es gibt auch noch etwas über Ihren Vater.« Lukas' Herz setzte aus. »Was über meinen Vater?« Sarah schluckte, ihre Hände zitterten. Lara hat seine Krankengeschichte vor Monaten recherchiert. Sie wusste von Anfang an, dass Herr Arthur krank war und hat es benutzt. Sie hat alles so geplant, dass sie die Wahrheit am schlimmstmöglichen Moment erfahren, wenn ihr Vater so schwach ist, dass ihre Stimme brach, wenn es schon zu spät ist, um etwas anderes zu tun, als sich schuldig zu fühlen. Lukas stand abrupt auf und stieß den Stuhl um. Die Wut, die er fühlte, war wie flüssiges Feuer in seinen Adern. »Es gibt noch mehr«, unterbrach Sarah. »Ihr Vater braucht eine teure, sehr teure experimentelle Behandlung. Und Lara hat dafür gesorgt, dass alle ihre Hauptkonten eingefroren werden. Ohne den Wenger-Vertrag haben sie keine Liquidität, um sie zu bezahlen. Woher wissen Sie das alles?« »Weil ich Ihre Finanzagenda verwaltet habe, Herr Steiner. Ich habe alles gesehen, alles gehört. Und ich habe geschwiegen, weil ich dafür bezahlt wurde. Tränen liefen ihr ungehindert über das Gesicht. Aber ich kann so nicht weiterleben. Meine Schwester wurde dank des Geldes gerettet, das Sie mir gaben. Wie kann ich ihr Leben genießen, wenn ich weiß, dass ich geholfen habe, ihres zu zerstören?« Lukas nahm den USB-Stick mit zitternden Händen. In diesem kleinen Gerät steckte die ganze Wahrheit. Der ganze dokumentierte Verrat. Alles, was er brauchte, um Lara aufzuhalten. Aber auch die schmerzlichste Wahrheit, dass er wertvolle Jahre mit seinem Vater verloren hatte, indem er einem auf Lügen aufgebauten Erfolg nachjagte. Und jetzt, wo er endlich die Augen geöffnet hatte, lief die Zeit davon. »Es gibt noch etwas, das Sie wissen müssen«, sagte Sarah leise. »David Wenger ist nicht Laras Liebhaber, er ist ihr Partner. Der wahre Liebhaber ist jemand, der Ihnen viel näher steht. Jemand, dem Sie völlig vertraut haben.« »Wer?« Bevor Sarah antworten konnte, öffnete sich die Café-Tür mit einem Knall. 3 Männer traten ein, ihre Gesichter teilweise von Mützen verdeckt. Sarah erblasste. »Rennen Sie«, rief sie, »es ist eine Falle. Sie sind mir gefolgt.« Lukas reagierte instinktiv, packte Sarah am Arm und rannte zum Hinterausgang. Beat tauchte aus dem Nichts auf und blockierte einen der Männer mit seinem Körper. Die 3 rannten in eine Gasse, während sie Schreie hinter sich hörten. Sie hielten nicht an, bis sie Beats Auto erreichten und mit quietschenden Reifen losfuhren. Lukas blickte zurück, sein Herz pochte wie eine Kriegstrommel. Die Männer waren ihnen nicht gefolgt,
Aber die Botschaft war klar. Lara wusste, dass Sarah gesprochen hatte, und sie würde nicht zulassen, dass diese Informationen dorthin gelangten, wo sie ihr schaden könnten. Als sie die Villa erreichten, warteten Herr Arthur und Frau Helene an der Tür, ihre Gesichter blass vor Sorge. Lukas umarmte seine Eltern fest und spürte, wie sie in seinen Armen zitterten. »Ich bin in Ordnung, Papa. Wir sind in Ordnung.« Aber es stimmte nicht. Nichts war in Ordnung. Er hatte die Beweise, um Lara zu zerstören, aber er wusste auch, dass sie nicht aufhören würde. Und das Erschreckendste war, dass er immer noch nicht wusste, wer der wahre Verräter war, wer die ganze Zeit in seiner Nähe gewesen war, ihm ins Gesicht lächelte, während er ihn in den Rücken stach. In dieser Nacht, während alle schliefen, saß Lukas am Bett seines Vaters. Herr Arthur atmete schwer. Jeder Atemzug war eine sichtbare Anstrengung. Lukas nahm seine Hand, fühlte sie kalt und zerbrechlich. »Papa, ich werde das in Ordnung bringen. Ich verspreche es dir. Ich werde diese Behandlung bekommen. Ich werde dich retten.« Herr Arthur öffnete langsam die Augen. Er lächelte mit diesem müden, aber liebevollen Lächeln, das nur ein Vater geben kann. »Du hast mich schon gerettet, mein Sohn, als du mich in dein Haus gelassen hast, als du die Liebe dem Geld vorgezogen hast. Du hast mir schon alles gegeben, was ich brauchte.« »Sag das nicht«, weinte Lukas. »Es ist noch Zeit, es ist immer Zeit.« Aber tief in seinem Herzen wusste Lukas die Wahrheit. Die Zeit war der einzige Feind, den er nicht besiegen konnte, und dieser Feind gewann. Die Wochen nach dem Fall von Lara und Pascal waren die intensivsten in Lukas Leben. Die Medien berichteten unaufhörlich über den Skandal. Eine korrupte Geschäftsfrau und ihr Komplize verrieten einen Mann, der nur den falschen Leuten vertraut hatte. Doch Lukas schenkte den Nachrichten kaum Beachtung. Seine ganze Welt hatte sich auf ein Zimmer I am 2. Stock seiner Villa reduziert, wo Herr Arthur jeden Tag ein wenig mehr um jeden Atemzug kämpfte. Mit den freigegebenen Konten und den zurückerlangten Vermögenswerten beauftragte Lukas die besten Spezialisten des Landes. Dr. Steiner, ein international anerkannter Kardiologe, untersuchte Herrn Arthur und bestätigte, was alle befürchteten. Die experimentelle Behandlung könnte ihm einige Monate mehr geben, vielleicht ein Jahr, wenn sie Glück hatten, aber es war keine Heilung, nur geliehene Zeit. »Wie viel kostet es?« fragte Lukas ohne zu zögern. »Herr Steiner, wir sprechen von einer halben Million Franken und ohne Garantien. Es ist mir egal, tun Sie, was nötig ist.« Doch als Dr. Steiner ging, war es Herr Arthur, der die Hand seines Sohnes nahm. »Nein, mein Sohn.« Lukas sah ihn nicht verstehend an. »Was meinst du mit Nein, Papa? Diese Behandlung kann dich retten. Sie kann mir Zeit geben«, korrigierte Herr Arthur sanft. »Zeit in Krankenhäusern, an Maschinen angeschlossen. Jeden Tag Schmerzen fühlen. Das ist nicht die Zeit, die ich will, mein Sohn.« »Was willst du dann?« Lukas spürte, wie ihm Tränen in die Augen brannten. »Willst du, dass ich hier sitze und zusehe, wie du stirbst, ohne etwas zu tun?« Herr Arthur lächelte mit diesem Lächeln, das Lukas sein ganzes Leben lang geliebt hatte. »Ich möchte, dass du dieses Geld für etwas Besseres verwendest. Ich möchte meine letzten Tage hier verbringen, in diesem Haus, mit meiner Frau und meinem Sohn, ohne Schmerzen, ohne Maschinen. Nur Liebe. Und ich möchte, dass du, wenn ich gehe, weißt, dass ich der reichste Mann der Welt war, weil ich alles hatte, was wirklich zählt.« Frau Helene, die von der Tür aus zugehört hatte, trat weinend ein und umarmte ihren Mann. »Ach, du alter Sturkopf, immer so stur. Deshalb hast du dich in mich verliebt«, scherzte Herr Arthur. Und für einen Moment sah Lukas in seinen Eltern die jungen Menschen, die sich Jahrzehnte zuvor kennengelernt hatten, als das Leben schwer war, aber die Liebe ausreichte. Lukas akzeptierte die Entscheidung seines Vaters, auch wenn es ihm das Herz brach. Er beauftragte spezialisierte Palliativpfleger, um sicherzustellen, dass Herr Arthur keine Schmerzen hatte. Er verwandelte das Hauptschlafzimmer in einen lichtdurchfluteten Raum mit offenen Fenstern, die die Sonne und den Gesang der Vögel hereinließen. Er brachte Fotos aus dem ganzen Familienleben. Herr Arthur, jung in seiner Arbeitskleidung als Bauarbeiter, Frau Helene nähend bei einer Öllampe, Lukas als Kind, der Hühner auf dem Hof ihres bescheidenen Hauses jagte. Beth zog in ein Gästezimmer, um immer in der Nähe zu sein, wenn sie ihn brauchten. Sarah, die gegen Lara und Pascal ausgesagt hatte, kam 2-mal pro Woche, um frische Blumen zu bringen und Kaffee mit Frau Helene zu trinken. Sie hatte ihren Job verloren, aber etwas Wertvolleres gefunden. Erlösung und eine improvisierte Familie, die ihr verziehen hatte, als sie sich selbst nicht verzeihen konnte. Eines Nachmittags, als Lukas seinem Vater dessen Lieblingsbuch, Der kleine Prinz, vorlas, unterbrach Herr Arthur ihn. »Mein Sohn, es gibt etwas, das ich von dir brauche. Was immer es ist, Papa. Schau in meinen alten Koffer, den ich in dieser Nacht mitgebracht habe. Ganz unten ist ein gelber Umschlag.« Lukas fand den Umschlag. Darin befand sich ein handgeschriebener Brief in der zittrigen Schrift seines Vaters und ein alter Zeitungsausschnitt. Der Ausschnitt war über 30 Jahre alt. Er zeigte einen jungen Bauarbeiter, der eine Auszeichnung erhielt,
weil er ein Kind bei einem Baustellenunglück gerettet hatte. »Das bist du, Papa«, flüsterte Lukas und erkannte das junge Gesicht von Herrn Arthur auf dem verschwommenen Foto. »An diesem Tag wäre ich fast gestorben«, sagte Herr Arthur. »Eine Wand stürzte ein und ein Kind war gefangen. Alle rannten um ihr Leben, aber ich hörte sein Weinen. Ich ging hinein und holte es heraus, kurz bevor alles zusammenbrach. Ich brach mir 3 Rippen, aber das Kind lebte. Warum hast du mir das nie erzählt? Weil ich es nicht für Anerkennung getan habe, mein Sohn. Ich habe es getan, weil es richtig war. Und das ist das Vermächtnis, das ich dir hinterlassen möchte. Es ist egal, wie viel Geld du hast oder wie viel Macht du erreichst. Das Einzige, was zählt, ist, was du tust, wenn niemand zuschaut. Wie behandelst du diejenigen, die dir nichts dafür geben können?« Lukas umarmte seinen Vater und spürte, wie zerbrechlich sein Körper geworden war, aber auch wie immens seine Seele war. »Jetzt lies den Brief«, sagte Herr Arthur. Lukas entfaltete das Papier mit zitternden Händen. »Mein Sohn, wenn du das liest, bedeutet das, dass meine Zeit abläuft, und das ist in Ordnung. Ich habe ein erfülltes Leben geführt, voller Liebe und Sinn. Ich habe mit diesen Händen gearbeitet, bis sie bluteten. Aber ich fühlte mich nie arm, weil ich deine Mutter und dich hatte. Ich schreibe dir nicht, damit du dich schuldig fühlst. Eltern verzeihen, noch bevor es etwas zu verzeihen gibt. Ich schreibe dir, um dich daran zu erinnern, wer du wirklich bist. Du bist das Kind, das sein Brot mit anderen Kindern teilte, die weniger hatten. Der junge Mann, der unter dem Licht der Straße lernte, weil wir keinen Strom hatten, sich aber nie beschwerte. Der Mann, der ein Imperium aufbaute, aber als er wählen musste, die Liebe wählte. Das ist mein Sohn, nicht der sich auf dem Weg verlor, sondern der den Weg zurück nach Hause fand. Ich bitte dich um 3 Dinge. Erstens, kümmere dich um deine Mutter. Sie ist mein Herz, das auf der Welt spaziert. Zweitens, hage keinen Groll gegen diejenigen, die dich verraten haben. Vergebung ist nicht für sie ist für dich, damit du in Frieden leben kannst. Drittens, nutze deinen Erfolg, um anderen zu helfen, besonders denen, die wie wir hart arbeiten, aber eine Chance brauchen. Ich liebe dich mehr, als Worte ausdrücken können, und ich werde immer bei dir sein, in jeder guten Entscheidung, die du triffst, in jeder guten Tat, die du vollbringst. Dein dich anbetender Vater, Arthur. Lukas beendete das Lesen mit tränenüberströmtem Gesicht. Frau Helene kam herein und schloss sich der Umarmung an. Die 3 bildeten einen Kreis der Liebe, den kein Verrat hatte brechen können. Die Tage entwickelten sich zu einer kostbaren Routine. Frühstücke, zubereitet von Frau Helene mit Rezepten, die sie über Jahrzehnte perfektioniert hatte. Nachmittage, an denen Beat Geschichten erzählte, wie Lukas als Kind in Schwierigkeiten geriet, weil er Hühner jagte. Nächte, in denen die 3 zusammensaßen, manchmal redeten, manchmal schwiegen, einfach die gemeinsame Zeit genossen. Lukas nutzte sein wiedererlangtes Vermögen, um die Arthur und Helene Steiner Stiftung zu gründen, die Stipendien an Kinder aus bescheidenen Arbeiterfamilien vergab, die studieren wollten. Die erste Begünstigte war die Tochter einer Haushälterin, der zweite der Sohn eines Bauarbeiters. Sarah wurde die Direktorin der Stiftung und fand in dieser Arbeit die Erlösung, die sie so sehr gesucht hatte. Jedes Mal, wenn sie ein Stipendium vergab, dachte sie an die Anrufe, die sie blockiert hatte, und an den Schmerz, den sie verursacht hatte, und jedes Mal erneuerte sie ihr Engagement, Gutes zu tun. Eines Morgens, wenige Wochen später, erwachte Lukas und wusste, dass sich etwas geändert hatte. Die Stille ihr am Haus war anders, schwerer. Er ging mit klopfendem Herzen die Treppe hinauf. Herr Arthur lag ihr am Bett, Frau Helene lag neben ihm und hielt seine Hand. Beat saß auf einem Stuhl in der Nähe, mit stillen Tränen, die über sein wettergegerbtes Gesicht liefen. »Mein Sohn«, flüsterte Herr Arthur, als Lukas hereinkam. »Komm, setz dich.« Lukas kniete sich neben das Bett und nahm die andere Hand seines Vaters. »Papa«, der Arzt sagte, »er käme heute. Wir können deine Behandlung anpassen.« »Ich brauche keine Behandlungen mehr, Sohn.« Herr Arthur lächelte friedlich. »Es ist Zeit, und ich bin bereit.« »Nein«, weinte Lukas, »du kannst nicht gehen. Es gibt noch so viel, was ich mit dir machen möchte. So viele Frühstücke zu teilen, so viele Geschichten zu hören. Und du hast mir mehr gegeben, als ich mir je erträumt habe, mein Sohn. Diese letzten Tage mit dir waren das größte Geschenk meines Lebens. Ich gehe glücklich. Ich gehe vollkommen.« Herr Arthur sah seine Frau an und streichelte ihr Gesicht mit Fingern, die kaum noch Kraft hatten. »Helene, Liebe meines Lebens, danke für jeden Tag, für jedes Opfer, dafür, dass du mir das größte Geschenk gemacht hast, das ein Mann bekommen kann, einen außergewöhnlichen Sohn. Wir sehen uns bald, alter Mann«, weinte Frau Helene. »Lass dich nicht zu lange warten da oben.« Herr Arthur lächelte und schloss die Augen. Sein Atem wurde langsamer, ruhiger, und dann, umgeben von seiner Familie, mit der Sonne, die durch das Fenster schien und sein friedliches Gesicht beleuchtete, ging Herr Arthur Steiner von uns. Es gab kein Drama, keinen Schmerz, nur einen letzten sanften Atemzug,
wie ein Seufzer der Erleichterung, als könnte er sich endlich ausruhen nach einem Leben harter Arbeit und bedingungsloser Liebe. Lukas schluchzte und klammerte sich an die Hand seines Vaters, spürte, wie die Wärme sie langsam verließ. Frau Helene küsste die Stirn ihres Mannes ein letztes Mal und flüsterte ihm Worte der Liebe zu, die nur sie und er verstehen würden. Beat betete schweigend und dankte dem Leben dafür, dass er einen so edlen Mann kennenlernen durfte. Die Beerdigung war einfach, aber voller Liebe. Es gab keine Menschenmassen von Geschäftsleuten oder korporative Pracht. Nur die Menschen, die Herrn Arthur wirklich gekannt hatten, Nachbarn aus seinem alten Viertel, Arbeitskollegen, Familien, denen er geholfen hatte, ohne etwas dafür zu erwarten. Während des Gottesdienstes sprach Lukas mit gebrochener, aber fester Stimme. Mein Vater lehrte mich, dass wahrer Erfolg nicht an Bankkonten gemessen wird, sondern an berührten Leben, nicht an angesammelten Besitztümern, sondern an geteilter Liebe. Ich verbrachte Jahre damit, einer Illusion von Größe nachzujagen und verlor beinahe das Einzige, was mich wirklich groß machte, die Liebe meiner Familie. Aber mein Vater gab mir etwas Wertvolleres als Zeit. Er gab mir eine zweite Chance. Er zeigte mir, dass es nie zu spät ist, die Liebe über den Stolz, die Familie über den Ehrgeiz, das Wahre zu wählen. Und obwohl mein Herz heute gebrochen ist es auch voll. Denn ich hatte das Privileg, der Sohn von Arthur Steiner zu sein, einem Mann, der nie viel hatte, aber alles gab. Nach der Beerdigung ging das Leben weiter, verwandelt. Frau Helene zog dauerhaft in die Villa und erfüllte jeden Winkel mit der Liebe, die nur eine Mutter geben kann. Sie kochte für Lukas, schimpfte mit ihm, wenn er zu viel arbeitete, und verwandelte dieses kalte Haus nach und nach in ein wahres Zuhause. Beat wurde offiziell der Hausverwalter, aber mehr noch der Großvater, den Lukas nie gehabt hatte. Zusammen bauten sie einen kleinen Hühnerstall am Garten. In Erinnerung an die alten Zeiten. Sarah, die gegen Lara und Pascal ausgesagt hatte, leitete die Stiftung weiterhin mit neuer Leidenschaft. Jedes vergebene Stipendium war ein weiterer Schritt zur Erlösung. Und obwohl sie das, was sie getan hatte, nie ganz verzeihen würde, lernte sie, damit zu leben, während sie Gutes tat. Lara und Pascal wurden wegen Betrugs und Geldwäsche zu 15 Jahren Haft verurteilt. Lukas nahm an der Urteilsverkündung nicht teil. Es spielte keine Rolle mehr. Er hatte gelernt, dass Rache keinen Frieden bringt, nur mehr Bitterkeit. Ein Jahr nach Herrn Arthurs Tod war Lukas I. am Garten und sah seiner Mutter beim Blumengießen zu, als Beat mit einer alten Kiste näher kam. »Herr Steiner, ich habe das beim Aufräumen des Zimmers gefunden, wo Ihr Papa geschlafen hat. Ich glaube, er wollte, dass Sie es haben. Es war die Werkzeugkiste von Herrn Arthur. Dieselben Werkzeuge, mit denen er Häuser gebaut, Mauern errichtet, seine Familie ernährt hatte. Darin befand sich eine letzte Notiz. Sohn, diese Werkzeuge haben unseren Lebensunterhalt geschaffen. Jetzt baue du etwas Größeres. Ein Vermächtnis der Güte. Ich liebe dich, Papa.« Lukas drückte die Kiste an seine Brust und spürte die Anwesenheit seines Vaters, als wäre er nie gegangen. Und in gewisser Weise war er nicht gegangen. Er war in jeder richtigen Entscheidung, die Lukas traf, in jeder guten Tat, in jedem Moment, in dem er die Liebe über das Geld wählte. An diesem Abend saß Lukas mit seiner Mutter auf der Veranda. Frau Helene strickte einen Schal, während die Sterne am Himmel erschienen. »Mama, glaubst du, Papa wäre stolz auf mich?« Frau Helene hörte auf zu stricken und nahm die Hand ihres Sohnes. »Mein Sohn, dein Vater war immer stolz auf dich, selbst als du dich verlorst, denn er wusste, dass du irgendwann den Weg zurückfinden würdest. Und du hast ihn gefunden, Kind meiner Seele. Du hast ihn gefunden.« Lukas blickte zum Sternenhimmel und empfand einen Frieden, den er seit Jahren nicht gekannt hatte. Er hatte ein Vermögen verloren, ein anderes gewonnen, Freunde verloren, die sich als Feinde entpuppten, und eine Familie zurückgewonnen, die immer auf ihn gewartet hatte. Und irgendwo jenseits der Sterne war er sich sicher, dass Herr Arthur lächelte, weil sein Sohn endlich die wichtigste Lektion gelernt hatte, dass Liebe der einzige Reichtum ist, den niemand nehmen kann, das einzige Erbe, das wirklich wert ist, hinterlassen zu werden. Der Wind wehte sanft und wiegte die Blumen, die Frau Helene so sehr pflegte. Und in diesem Flüstern des Windes konnte Lukas schwören, die Stimme seines Vaters gehört zu haben. »Gut gemacht, mein Sohn, gut gemacht.« Und zum ersten Mal seit langer Zeit wusste Lukas mit Sicherheit, dass alles gut werden würde. Denn er hatte gelernt, dass wahrer Erfolg nicht darin besteht, an die Spitze zu gelangen und allein zu bleiben, sondern mit den Menschen, die man liebt, anzukommen und etwas zu bauen, das über das eigene Leben hinaus Bestand hat. Er hatte Zeit verloren, er hatte Geld verloren, er hatte seinen Vater verloren, aber er hatte etwas unendlich Wertvolleres gewonnen. Er hatte seinen Weg zurück nach Hause gefunden, und das war am Ende alles, was wirklich zählte.